Was geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zu einem Lionel Messi Squad Builder Battle. Ja, Freunde, wir haben vor 2 Wochen, glaube ich, vor einer Woche hatten wir Ronaldo, ne? Nein, vor einer Woche waren die Heroes Kölsken gegen Nalsken. Ah, genau, also vor 2 Wochen hatten wir Ronaldo und jetzt testen wir mal Messi. Beide sind gewechselt. Messi spielt jetzt bei PSG, hat seine OTW-Karte bekommen. Ich sag, er ist GOAT. Was sagst du? Die Karte sieht nice aus, ne? Also auch mit diesem Bild. Einfach ungewohnt Messi im Paris-Trikot. Aber die normale Goldkarte hat ja auch schon rasiert. Und die Finesse-Schüsse dieses Jahr von Messi einfach nur krank. Es soll ja nächste Woche ein Patch rauskommen. Mal gucken, ob der dann auch noch so krass sein wird. Aber sein Dribbling, auch mit R1 und so, das ist einfach krank. Und deshalb testen wir das heute mal aus und mal gucken, was der gute Herr so abreißen wird. Jetzt müsst ihr auch was abreißen, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da. Eskaliert mit den Likes, Freunde. Lionel Messi ist am Start. Und wir machen jetzt einen SBB. Ich würde sagen, komm, wer fängt an? Du oder ich? Ich halt rein. Bevor es aber losgeht, Freunde, haben wir noch eine Kleinigkeit für euch. Ja, Freunde, wir haben euch ja schon letzte Woche erzählt, dass wir einen neuen festen Partner haben, und zwar Spitch. Wer das Ganze verpasst hat oder sich Spitch noch nicht runtergeladen hat, sollte jetzt mal dringend zuhören. Spitch ist ein Live-Fußball-Manager und da könnt ihr vor jedem Spieltag, sei es jetzt in der Bundesliga, Champions League, Premier League, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Ligen, euer Team aufstellen. Dazu habt ihr 150 Millionen Budget, also müsst ihr das Ganze gut aufteilen. Ihr könnt jetzt also nicht irgendwie komplett das krasseste Team auf die Beine stellen. Da müsst ihr ein bisschen kalkulieren. Und je nachdem, wie die Spieler dann in diesem Spieltag abschneiden, gibt es Punkte. Ob sie jetzt viele Tore schießen oder insgesamt ein gutes Spiel spielen. Das Ganze passiert live. Also ihr könnt die Bundesliga zum Beispiel schauen und währenddessen bekommen eure Spieler live bei Spitch die Punkte. Und mit diesen Punkten könnt ihr dann Preise gewinnen und ihr steigt natürlich auch in der Rangliste weiter nach oben. Und das Geile ist, Freunde, dass man dort eine eigene Community erstellen kann. Das haben wir natürlich gemacht und es wäre natürlich umso geiler, wenn ihr dort beitretet und euer Können unter Beweis stellt. Ganz einfach, ihr ladet euch Spitch kostenlos runter, tretet unserer Community viel FIFA bei, indem ihr das Ganze über unseren Link macht und dann könnt ihr auch schon jede Woche gegen uns antreten und wir können als Community gemeinsam gucken, wer von uns allen der beste Manager ist, ne? Und am Ende habt ihr sogar die Möglichkeit, wenn ihr ganz oben dabei seid, echtes Geld zu gewinnen. Das Ganze, wie gesagt, kostenlos spielbar. Checkt das gerne aus. Erster Link in der Videobeschreibung. Let's go. So, dann halte ich rein. Let's go. Also, René hat 4-4-2. Das heißt, ich mache bei ihm beide Stürmer. Hatten wir so, glaube ich, auch noch nie, ne? Ja. Guck, was du so gebaut hast. Ach, hör mir auf, Junge. Ich bin mit dem Offensichtlichsten gegangen. Wir haben den guten Ben Yedder und wir haben Anthony Martial vorne. Ah, ich hab's mir gerade noch gedacht. Scheiße. Ja, ich habe Mbappé die Baller. Junge. Okay, gut. Ja, ich hätte ja auch eigentlich mit Mbappé gehen können, das stimmt. Aber ne, den lassen wir heute zu Hause. Okay, ich schalte rein. Okay, also was du vorne im Sturm hast, hoffe ich, hast du nicht aufgeschrieben. Weil den wollte ich auch spielen. Wenn ich ihn denn überhaupt hätte. Ich habe ihn gerade nicht. Müsste ich noch kaufen. Aber vielleicht muss ich es auch gar nicht. Und auf der linken Seite habe ich einen Saint-Maximin. Du hättest es so schön machen können. Ich habe eine Hero-Karte Milito aufgeschrieben und den Pedro, diese SBC-Karte. Du hättest es so schön machen können, aber hast es nicht. Ja, richtig. Ja, Milito ist sehr, sehr heiß. Hättest du den mal genommen, der hätte doch super gepasst, ja. Ah, dann hätte er nicht gepasst. Okay, also Sturm steht bei beiden. Das heißt, wir machen weiter mit Mittelfeld. So, die ZMs. I'm holding in. Okay. Also starten wir mit links. Den hast du richtig häufig gespielt. Ich mache das eigentlich nie. Und zwar ein ZOM als ZM spielen. Wir haben nämlich Fekir auf der linken Seite. Im ZM gehen wir mit der Icona. Da haben wir schon ein bisschen auf die Kacke gehauen. Nämlich Desailly. Und rechts gehen wir... Boah, der ist ein bisschen offensichtlich. Renato Sanchez. Ich hab Doucouré, Tchouaméni und Rijkaard. Let's go. Mann, ey, Junge, diese Namen aufzuschreiben, ey, das war schon schwer. So eine Ja, dieser Informstar, ne? Ja, okay. So, dann bin ich jetzt dran. Wo soll ich denn anfangen? Was ist dir denn lieber? Ja, komm, mach mal in der Mitte, also rechts ZM, dann gehst du links rüber. Ja, rechts ZM, da habe ich den ausgepackt, den Tchouaméni. Ein Perfect Link von Ben Yedder. Scheiße, hast du safe. Im linken ZM gehe ich mit dem guten Fred, den du auch genommen hattest letztes Mal, glaube ich. Und links gehe ich mit Mané Assadio. Voll in die Kloschüssel gegriffen. Ich habe Renato Sanchez. Ja, dieser Tchouaméni ist nicht so gut, glaub mir. Doch, der wird der Gamechanger sein. Du wirst in diesem Spiel nur seinen Namen der hören. Ist scheiße. Und dann habe ich mir gedacht, nimmst du irgendeine Ikone, hab einfach mal so random Guardiola aufgeschrieben. Und links habe ich den Verhoden. Jawohl, Junge.
Gut, wir kommen eigentlich, muss man so sagen, vor allem weil Messi jetzt außen spielt, zu den wichtigsten Positionen. Außenverteidiger. Ich habe was aufgeschrieben, Ernie, und ich bin in deinem Kopf. Vertrau mir. Ja, also, wir gehen erstmal links. Haben wir mal einen super Spieler ausgepackt aus den damaligen FIFA-Teilen, auch Junior Firpo. Ja, kleiner Pace-Abuser. Und rechts, ja, gut, da sind wir mit dem Offensichtlichsten gegangen. Und das ist OTW Hakimi. Firpo? Oh mein Gott. Ich dachte, er spielt in der spanischen Liga. Scheiße. Ach ja, ich dachte mir, was das Offensichtliche, das Unoffensichtliche ist manchmal das Offensichtliche. Aber ich habe Tejes aufgeschrieben und Montiel. Ja! Ja, da bin ich. Ja. Oh mein Gott, Alter. Okay. Apropos offensichtlich. Linke Seite. Ganz, ganz, ganz gefährlich jetzt. Ich bin einfach mit Mondi gegangen. Welcher? Und wie welcher? Ja, ja. Welchen hast du denn aufgeschrieben? Ich hab Mondi aufgeschrieben. Nein, okay, mach weiter, komm. Ja, und rechts habe ich, wen habe ich rechts? Da habe ich Joao Cancelo aufgeschrieben. Ah, aufgeschrieben hast du den? Aber nicht genommen. Doch genommen. Scheiße, und aufgeschrieben. Digga, was mache ich denn da? Ich habe Rossillon und Celik, Mann. Boah, wichtig. Hättest du es andersrum gemacht mit den Stronglings, dann hättest du es geschafft. Scheiße. So, Golden Final. Also, ich weiß nicht, was du da gemacht hast, ne? Aber du kannst ja eigentlich nur in die Falle tappen. Bro, ich habe geguckt, wen könnte ich dann nehmen? Dann habe ich mir gedacht, nimmst du einfach. Hab gar nicht geguckt, was es sonst noch so geben würde. Also, kann passieren, dass du jetzt irgendwas hast. Also, ich gehe erstmal in der rechten Innenverteidigung mit einem unauffälligen Mann. Also, es ist jetzt kein Pepe, falls du das vielleicht denkst. Es ist ein Portugiese, spielt in der portugiesischen Liga. Und zwar hört er auf den Namen Gonzalo Inácio. Hat ein Rating von 76, ist non-rare. Im Tor gehen wir mit einem Spanier, und zwar ist das Adan. Und Lenke Innenverteidigung Eva. Fast Nacho. Ja. Ich hab das Beste aufgeschrieben, weil ich wollte nicht gegen Gunde, Pepe und Marchesin. Mann, oh. Alter. Ja, okay, du hast einfach das Offensichtlichste aufgeschrieben, ne? Das kann ja manchmal das Offensichtlichste, ist nicht das Offensichtlichste, ne? Ich wollte jetzt mal nach deinem Motto gehen, aber du bist verarscht. Also, wir haben mal wieder die beste Ikone von den Besten ausgepackt. Und zwar ist es Baresi mit der Plesi. Und rechts gehen wir in der Innenverteidigung mit dem Baguette de la Croix im Tor mit Castells. Bro, ich habe eine Icon aufgeschrieben, und zwar ist das Vidic. Ich habe irgendeine Icon aufgeschrieben. Ich dachte mir, vielleicht nimmst du irgendwie, gehst du mit was Französischem, hab im Tor Maignan. Weil ich keinen Bock auf Pace hatte, habe ich Lacroix aufgeschrieben. Fühlt sich gut an. Du bist so ein Opfer, ne? Wir sollten die Regel einführen, dass man nur Sachen aufschreiben kann, die auch möglich sind. Und nicht von allem etwas. Ich stück mir hiervon. Du Schwanz. Nächstes Mal schreibe ich auch 3 Portugiesen auf und dann bist du... Ach komm, aber das macht doch keinen Spaß so, ey. Mensch. Du hättest 2 aufschreiben können. Ach komm, ey, das ist da wieder hier. Schreibt mal rein in die Kommentare, das ist doch Hashtag Anti-Stefan, das geht doch nicht, ey. Heute werden wir ein bisschen anders spielen, Leute, ne? Also nicht so wie die letzten Wochen. Wie stehst du noch in der Weekend League, mein Lieber? Bro, das verrat's dir doch nicht. Verrat's dir, nachdem ich dich abgezogen habe. Ja. Oh, das ist der Guck mal, Keeper, wer ist das ist der Keeper. Hallo, renn. Oh, shit. Ach du Scheiße, Junge, wie langsam der war. Boah, ist der riesig, dank Tutschmeni. Was sind das für Pässe? Wo kommen die her? Aus dem Fußgelenk. Junge. Tutschmeni. Jameni. Kommt, Jungs, jetzt mal ein bisschen pushen hier. Ja, der ist durch. durch. Mein Gott, der Keeper ist was für da. ein Der Klinger, Junge. Klinger mit dem Stinger. Bam, Junge! Wissam Ben Yedder! Golas! Ganz wichtig, ruhig den Ball verlagern. So viel Platz, ne? Voll Guck mal, wo stehen geil, deine Aufstellung. Meine... Gefällt mir echt gut. Ja. Vor allem dieses Pace über die Außen, Alter. Rot. Ja, Referee, das ist rot. Es war einfach Ball gespielt, Mann! Komm, zieh raus! Let's go, Alter. Was? Wie geil ist das denn? Jetzt noch ein Kopfballtor oder ein Volley? Ja! Alter. Was für ein Müll! Wir haben den Jackpot. Schiri. Geil, Alter. Hä? Ja, das ist mein Schwanz. Ich krieg da eine Ecke. Ja. Boah, Gottes Willen, Alter. Das ist diese Formation einfach. Junge, ist das alles hier offen, Alter. Ja. Mein. Das kann wirklich sein. Drecksgenier, kein Bock mehr auf die Scheiße. Beste Torchance bisher. 4-2. Oh. Keeper. Komm. Nein. Hallo. Guck mal bitte, hallo. Und da steht einer von dir, der spielt geil. Ole.
bisher noch gar nichts gesehen von Messi jetzt, aber oh, Junge, renn doch. Schnell, Fekir. Messi. Mann, ey. Messi. Komm schon. Scheiße, ja, dieser Keeper ist echt kacke da, Mann. Anstatt du nur darüber versuchst, ey. Ja, alles klar. Das ist so unsinnig, wirklich. Das ist beides. Ach, das war Baresi. Ja, ist der Icon-Bonus. Ja, wo spielt denn dein komischer Torwart? Ich dachte, der spielt rechts. Ja, und er liegt wieder am Boden. Ja, und schöner Doppelpass, Dreifachpass. Wunderbar, Jungs, schön. Ping-Pong. Ach du Scheiße. Hier ging gar nichts. Ich schwöre bei Gott, nie wieder nehme ich diese 4-3-2-1-Formation. Das habe ich letztes Jahr auch schon gehört. Mach's immer wieder, ne? Ich komme damit einfach null klar. Du vergisst es, glaube ich, immer und dann merkst du es erst, wenn du es spielst. Ja, man kann da ganz gut blinken halt, ne? Aber in-game wirklich Katastrophe. 3 Picks sind hart. Ich habe echt teure Spieler. Ach du Scheiße, Alter. 3 Stück. Warte mal, Formation mal 4. Dieser lächerlichen roten Karte, wirklich. 4, 3, 2, 1. Boah, schwierig. Also ich gehe einmal mit dem rechten Verteidiger. Dann gehe ich mit dem mittleren ZM, das Auge. Und ich gehe mit dem rechten Stürmer, falls du stehen lassen hast. Ey, komm, ich sag dir eins, ne? Du triffst erstmal Gonzalo Inacio, dann triffst du Ben Yedder, okay, kostet 30k, du triffst sogar Saint-Maximin, kostet auch noch 12k. Sturm, Desailly, Also. linker Sturm, Messi. Ach, niemals, Alter. Und nur im rechten Sturm war nichts. SBC, Gold Upgrade, Ben Yedder, Saint-Maximin. Ja, ich glaube, du hast bisher 2-mal verloren, musstest immer noch nicht so viel diskarden. Na, okay, doch Walker war auch am Start, ne? Ja. Ah, gut. Weg sind sie. Machen wir noch das Pack auf hier. Ja, Freunde, also Messi OTW ist auf jeden Fall eine gute Karte. Habt ihr bei mir im Gameplay gesehen? Ja, der wird bestimmt ein Upgrade kriegen, oder? Aus 10 Spielen 5 gewinnen in der heimischen Liga. Safe. Kann gut sein. Irgendwann wird der mal einen Doppelpart machen und dann kriegt er da auch, denke ich mal, noch in Inform oder so. Safe. Ja, Freunde, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Kommende Woche geht's weiter. Denkt auch dran, Spitch abzuchecken in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir sind raus. Wir sehen uns kommende Woche wieder. Haut rein und ciao!